einen Kredit abgeschlossen haben, bekommen sie möglicherweise bald Geld zurück. Der Bundesgerichtshof hat nämlich in einem Urteil erklärt, dass die Bearbeitungsgebühren für Ratenkredite unzulässig sind. In den Jahren 2005 bis 2013 beläuft sich die Summe dieser Gebühren auf 13 Milliarden Euro. Wer Geld wiederbekommt, was Sie jetzt genau tun müssen und wie schnell das alles gehen muss, das klären wir jetzt. Wer sein neues Smartphone so dringend brauchte, dass er sich sogar dafür verschuldet hat, kann sich freuen, denn er könnte Geld zurückbekommen. Bisher sahen vor allem Ratenkredite bei Banken so aus. Zu den Zinsen kam zusätzlich eine Bearbeitungsgebühr. Die hat der BGH für unzulässig erklärt und nun entschieden, erstattet werden müssen die Zusatzkosten für alle Kreditverträge der letzten 10 Jahre. Für die Banken geht es um Milliarden. Pro Jahr sind nach unseren Schätzungen 1 Milliarde bis gut 1 Milliarde Euro Kreditbearbeitungsgebühren geflossen, die jetzt theoretisch in voller Höhe zu erstatten sind, soweit die betroffenen Kunden sie fordern. Für die Rückforderung gibt es einen Musterbrief im Internet. Kein Verständnis für das Urteil haben die Geldhäuser. Wenn Kreditinstitute seinerzeit ein Bearbeitungsentgelt erhoben hatten, dann war es für den Kunden als Preisbestandteil immer transparent, heißt es in einer Pressemitteilung der deutschen Kreditwirtschaft. Die Kunden freut's, gerade weil die Erstattung pünktlich zu den Weihnachtseinkäufen auf dem Konto sein dürfte. So, wie geht das nun genau mit dem Geld zurück? Das klingt ja erstmal so leicht und es wäre ja so schön. Wir begrüßen Hermann Josef Tenhagen, Chefredakteur Finanztipp. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Also dieses Urteil sagt ja was aus, was man erstmal auch deuten muss. Was genau wird denn da gesagt? Also eigentlich heißt es, man schnappt sich seine alten Kreditverträge, schaut, ob da Kreditbearbeitungsgebühr oder was Ähnliches drinsteht, legt das zur Seite, lädt sich den Musterbrief bei Finanztipp runter, wie man das zurückfordert, da trägt man ein, dann habe ich den Kreditvertrag abgeschlossen, so viel Gebühr steht da drin. Ich möchte das Geld gerne zurückhaben, weil das war illegal und es kostet und ich möchte es gerne binnen 3 Wochen zurückhaben. Frist setzen, an die Bank zahlen. Das schickt man als Musterbrief an die Bank ab, einschreiben mit Rückschein und wartet darauf, dass das Geld kommt. Wenn statt des Geldes eine Antwort kommt, dann kann man als erstes zum Ombudsmann gehen, den haben die Banken. Da kostet das nichts, da kann man sich beschweren, dann kümmert sehr sicher drum. Wenn das auch noch nicht reicht, ist dann vielleicht irgendwann ein Anwalt notwendig. Aber normalerweise sollte das reichen. Das klingt jetzt so leicht und einfach. Ist wirklich jede Bearbeitungsgebühr in Zusammenhang mit Krediten dann wirklich rückforderungswürdig? Also ja? die Kreditbearbeitungsgebühren sind rückforderungswürdig, weil das Gericht hat gesagt, das hat die Bank ja nur gemacht, um sich selber abzusichern. Und das kann sie dem Kunden an der Stelle nicht in Rechnung stellen. Und deswegen kann man das zurückfordern. Das hat das Gericht schon vor Monaten gesagt. Jetzt hat es gesagt, bis 2004 rückwärts, weil die Banken haben den Kunden immer erzählt, das ginge alles nicht. Und der Kunde konnte gar nicht wissen, dass er einen Anspruch darauf hatte. Und deswegen hat der Bundesgerichtshof gesagt, ja, du hast Anspruch bis 2004 rückwärts. Aber man muss es jetzt bis Jahresende auf die Kette bringen. So, also was betrifft das alles? Kredit kann man sich vorstellen, Bargeldkredit, aber das geht ja viel weiter. Wir haben schon das Smartphone gesehen. Der Autokredit, ja. Die neue Küche, die man auf Kredit bezahlt hat, auch Immobilienkredite können betroffen sein. Und bei Auto- oder Immobilienkrediten geht es dann um größere Summen. Diese Gebühren waren häufig 1 bis 3%. Und wenn man dann meinetwegen für ein Auto für 30.000 Euro bei 3%, das sind 900 Euro. Und da kommen noch die Zinsen dazu. Also wenn Sie die Gebühr meinetwegen 2005 gezahlt haben, 4% Zinsen pro Jahr kommen noch dazu, da kommen dann also ordentliche Summen dabei raus. Gibt es die Möglichkeit, dass Banken jetzt denken, um Gottes Willen, das wollen wir jetzt gar nicht alles auszahlen, dass die da irgendwelche Tricks einbauen und das ein bisschen verzögern oder also gar nicht zahlen? Die Banken sind nicht besonders dahinterher, ihnen Geld wieder auszuzahlen. Das ist in der Vergangenheit so gewesen, damit muss man rechnen, aber man hat den Anspruch jetzt und jetzt muss man den Anspruch wahren. Losschicken und dann werden wir die nächsten Monate gucken, wie ordentlich die Banken mit ihren Kunden umgehen. Wenn das irgendwie nicht funktioniert, dann gibt es den Weg zum Anwalt. Ja, aber man kann vorher zum Ombudsmann gehen. Das ist wichtig, weil für den Ombudsmann braucht man kein Geld und auch keine Rechtsschutzversicherung. Da schreibt man einfach hin und sagt, ich habe den Anspruch, ich habe es der Bank gesagt, die Bank sagt nein, bitte beschäftigen Sie sich damit und sagen Sie der Bank, dass ich diesen Anspruch habe. Und das ist aus zweierlei Gründen wichtig. Erstens kostet nichts und zweitens hält es die Verjährung. Das heißt, man hat auf jeden Fall alle Fristen gewahrt und da kann nichts mehr passieren. Was braucht man denn an Unterlagen? Ja, es gibt ja viele Leute, die machen das dann nicht, weil sie denken, ach, da muss ich ja noch zurückgucken. Was habe ich denn da alles? Und da habe ich ja nichts mehr. Ich brauche den Vertrag. Also weil in dem Vertrag steht drin, wann ich den abgeschlossen habe und welche Gebühren angefallen sind. Und ohne den geht es nicht. Ich brauche den nicht mit einzuschicken oder so. Ich brauche den nur, damit ich das Datum draufschreiben kann
und die Summe draufschreiben kann, damit die Bank das abgleichen kann. Denn die sollte den Vertrag ja auch haben. Wenn einem das nun nach der Frist, Sie haben es gesagt, bis zum Jahresende einfällt, ist dann alles futsch, hat man keine Chance? Für jüngere Geschichten, also 2012 bis 2014, ist gar kein Problem. Aber für ältere Geschichten muss man sich jetzt ranhalten. Wenn man das Geld bekommt, kann dann auch so eine Art Finanzamt kommen und sagen, ja hier Einnahmen, das muss versteuert werden? Nee. Das hat man ja normalerweise aus seinem versteuerten Einkommen hat man so einen Kredit aufgenommen und dann da hat man kein Problem. Also die Bearbeitungsgebühren bei Krediten, die kann man sich zurückholen, zumindest bis 2004, wenn man da eben einen Kredit oder eine Ratenzahlung aufgenommen hat. Und wir bedanken uns bei Hermann Josef Tenhagen vom Finanztipp. Vielen Dank. Gerne. Und viel